Das Reparaturteam hat hier schon vieles erlebt. Verwüstungen wie vom Vorjahr allerdings noch nicht, meint Teamchef Sepp Bernecker. Ja, schau dir das an. Das war einmal eine Kunsteisrodelbahn. Alles kaputt, der Klingerbach, alles zerstört. Wahnsinn, gell? Kannst du dir gar nicht vorstellen. Die Schäden an der berühmten Bobbahn in Schönau gehen in die Millionen. Doch auch weiter oben hat das Unwetter Forststraßen und Wanderwege zerstört, als ein kleiner Wasserlauf zum Sturzbach wurde. Ein Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, ursächlich ein kleines Rinnsal, wo man gerade nicht an die Trinkflasche auffüllen können hat und eine halbe Stunde Starkregen. Wahnsinn, was die Natur macht. Da bin ich jetzt gespannt, wie das oben ausschaut, aber wenn ich das sehe, vermute ich nichts Gutes. Michael Grassl und Uli Heimann gehören wie Sepp zu den Ehrenamtlichen, die sich um den Grünstein-Klettersteig kümmern. Ihr erster Eindruck ist ernüchternd. Wenn ich mich da aufschaue, was uns da erwarten wird an den Steig, ei, da ist der ganze Kopf weg. Ja, Wahnsinn, ja. Der ganze Zustieg. Ja. Die Schäden am Zustieg waren bereits nach dem Unwetter offensichtlich und der Weg wurde vorsorglich gesperrt. Doch was hat der Klettersteig selbst abbekommen? Das schaut nicht gut aus, ne? Oh, Scheiße. Oh, ja, schauen wir mal. Ja, gut. Nach oben und hin wird es besser. Gott sei Dank, schauen wir mal was. Hoffen wir es. Jetzt schaust du einmal ein Easy da an. Dann Sepp, dann darf ich sagen, dass du die Bohrmaschine mitnimmst. Ja. Weil wenn, dann werden wir uns auf das konzentrieren müssen, dass wir mal einen Steig freibringen. Ja. Hier führen gleich mehrere Klettersteiglinien unterschiedlicher Schwierigkeit nebeneinander durch die felsige Südseite des Grünstein. Erst kurz unter dem Gipfel kommen sie alle an einer spektakulären Hängebrücke wieder zusammen. Doch ob in diesem Jahr überhaupt eine Linie möglich sein wird, ist auf den ersten Blick mehr als fraglich. Das Team teilt sich auf. Sepp übernimmt den linken Steig, Michi und Uli steigen in die steile mittlere Passage ein. Wie sicher der Steig für sie ist jetzt noch völlig unklar. Ich muss jetzt ein bisschen inspizieren. Die Seilverbindung. Oh. Passt alles. Soweit ist auch der Fels noch fest. Jeder Meter des stählernen Sicherungsseils wird kontrolliert. Jede einzelne Schraube akribisch geprüft. Und mit jedem Schritt nach oben steigt auch Sepps Stimmung. Ja, mit ein bisschen Glück können wir heute freigeben. Also ich bin eher ein bisschen optimistisch. Wir haben jetzt geschaut, ob da irgendwelche Risse im Seil sind, so Litzenbruch nennt man das. Gell? Ob da irgendwo die Stahlseile gerissen sind durchs Hebeln, passiert das oftmals. Aber bis jetzt alles gut. Sepp kommt in Fahrt. Von Unwetter und Winterfrost abgesprengte Felstrümmer können tödlich sein. Deshalb werden sie nach Vorwarnung kontrolliert zum Wandfuß befördert. Während Uli und Michi weitersteigen, wachsen Sepps Aufgaben mit jedem neuen Felsaufschwung. Da haben wir einen großen Stein, der liegt mitten im Weg. Wenn der bei Frequentierung vom Steig runterfällt, dann gibt es Tote. Nicht? Den muss ich schauen, dass ich den irgendwie runterbringe. Schauen wir mal. Sauber, Sepp. Was lose ist, kommt ins Tal oder wird frisch verdübelt. Eine mühevolle und nicht ungefährliche Arbeit, für die es viel persönliche Motivation braucht. So Sternekoch Uli Heimann. Wir sind hier eine Touristenregion und der Steig ist einfach ein Highlight für die Touristen, wenn man die ab und zu sieht, wenn die hier durchsteigen und was für eine Freude, dass die haben. Das ist für mich Antrieb oder für uns letztendlich Antrieb, den zu erhalten und den Gästen zu ermöglichen, hier ein unvergessliches Erlebnis zu haben. Im nächsten Wandabschnitt ist eine Seilhalterung locker und muss erneuert werden.
In Michis schwerem Rucksack hat anscheinend der Inhalt eines Baumarktregals Platz. Er hat alles dabei. Beim Setzen wichtig ist, das Bohrloch muss sauber sein und dann von hinten nach vorne gut verfüllt sein. Ungefähr 3/4, weil der Stift kommt nachher auch noch rein. Während hier befestigt wird, ist Sepp noch immer mit Lösen beschäftigt. Er hat ein Gespür für faule Stellen. Tonnenschwere, scheinbar felsenfeste Blöcke löst er einfach von Hand, mit beeindruckender Wirkung. Obacht! Ja, das muss lassen. Ja, das wird auch wegschauen, ja. Nach einigen Stunden Arbeit in der Vertikalen ist die Hängebrücke erreicht, die im Jahr von über 10.000 Gästen überquert wird. Zum ersten Mal seit heute Morgen treffen die drei wieder zusammen. Mit ermutigender Zwischenbilanz. Ja, so schlecht schaut es nicht aus. Hervorragend, würde ich sagen. Ich habe jetzt da 2 Stift bohren müssen, die muss ich noch kleben. Die größeren Steine runtergeschmissen, die waren sehr gefährlich, aber an sich bin ich jetzt guter Dinge, da wir das, also bis daher können wir es einmal freigeben und nach oben hin schauen wir, machen wir. Schauen ja, machen nein. Das letzte Stück des Steiges bis zum Gipfel ist stabil. Auch wenn die Situation am Einstieg ganz anderes vermuten ließ. Gut ist aber, Gut ist gegangen. aber Gut ist gegangen. wieder für ein Jahr Haben wir es geschafft. geschlossen. Ja. Ich bin wirklich positiv überrascht, also alle drei, dass der so gut in Stand ist, wenn man unten den Weg sieht. Ja, und dann den Klettersteig, dem fehlt eigentlich gar nichts. Deswegen sind wir sehr positiv überrascht. Und das darfst du aber glauben. Ich habe Mordsfreude, dass wir den Steig in Betrieb nehmen können und die Touristen können kommen. Aus dem Rathaus kam schon die Zusage, die Wanderwege zum Steig werden schnell repariert. Dann kann Anfang Mai am Grünstein unter dem mächtigen Watzmann wieder geklettert werden.